Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chili Hero. Heute stelle ich euch das Luna 16X Pack vor und wie das genau aussieht, das seht ihr nach dem Intro. Sind wir also in der Runde drin und droppen mir erstmal unsere Axt. Wie erwähnt ist das Luna 16X Pack und das Pack ist schon mal, Spoiler Alert, ein sehr, sehr gutes Skywars Pack. Also ich mag das mega für Skywars. Und da momentan ja durch die neuen Rendermethoden von Minecraft die ganze Zeit, wenn man ein höher auflösendes Pack benutzt, das Pack rumlaggt, passt das eigentlich ganz gut, dass ich das gerade ausgesucht habe. Hier sieht man auch kurz schon die Enderperle. Sehr, ja, recht ruhig gehalten, also nicht so viel Schnickschnack um das Ding rum, was mir eigentlich gut gefällt, so. Bringt ein bisschen Ruhe in das Ganze rein. Da sind wir schon richtig gut equipped. Also das Schwert ist eins der Dinge, die mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Einfach die allgemeine Aufteilung der Textur. Oh, hallo. Hallo. Okay. Der sollte gleich tot sein. Wieso auch immer anhält, wenn er in der Mitte ist, aber gut. Komm schon. Blaues Feuer. Das Feuer ist auf jeden Fall mega sick. Also ihr habt es ja gerade gesehen. Das gefällt mir auf jeden Fall übel gut. Okay, also das Pack ist ein 16x Pack und wurde von einem, glaube ich, portugiesischen YouTuber released und sogar 2018. Also das Pack ist echt alt. Und ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das gefunden habe. Ich glaube, ich hab das irgendwie mal in einem Video von jemandem gesehen und habe das dann gegoogelt und dann habe ich das gefunden. Ich muss sagen, ich bin echt glücklich mit dem Pack, also ich finde das mega nice. Genau, es passt perfekt auf meinen Geschmack, also es hat meinen Geschmack wie erwähnt sehr, sehr gut getroffen. Einfach mit dem, ja, mit der Cleanheit der Texturen und allgemein aber auch mit, dass es halt 16x ist und ja, deshalb sehr, sehr nice. Dass die Andesitextur wurde die bearbeitet. Ich kann es gerade ehrlich nicht sagen. Aber passt auf jeden Fall für das Hive Skywars hier. Hallo. Oh. Okay. Ja, die Partikel sind nice, ne? Genau, dann die Spitzhacke, auch was richtig Sickes. In einem sehr Default-Stil gehalten, würde ich jetzt mal sagen. Also recht normal. Aber das ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Was ich allerdings ein bisschen langweilig finde, ist der Bogen. Also ich meine, der ist schon nice, aber so... Ja, ist halt ein bisschen so nichtssagend, finde ich. Also, ja, hätte man sicher noch mehr rausholen können, aber an sich passt das gut zum Pack. Ich finde diese Fußdinger an dem Fuß hier, diese Dinger finde ich mega nice. Ich habe das Pack natürlich in verschiedenen Spielmodis ausprobiert. Wie man das halt so von Skywars Packs kennt, ist die Sandstone-Textur halt nicht bearbeitet. Also die man jetzt zum Beispiel auf Rush Nation für Bedwars braucht, wurde die nicht bearbeitet und die Wolle ist relativ casual, würde ich jetzt mal sagen. Also halt so relativ normal, wie man sie halt recht oft von englischen YouTubern oder im Allgemeinen so YouTubern auf Hypixel oder so sieht. Hallo. Oh mein Gott, Junge, was auch immer das gerade war. Ja, GG auf jeden Fall. Hä, okay, das war mega komisch. Bin irgendwie ausgetappt oder so. Das passiert mir übel oft. Finde ich schade. Aber naja, gehen wir auf jeden Fall nächste Runde. So, nächste Runde diesmal auf der Map Barock. Erstmal auf jeden Fall looten und das habe ich hatten zwar vorher auch schon gesehen, aber die Erze sind auf jeden Fall sehr, sehr gut für das Hive Skywars konzipiert. Man sieht einfach instant, was sein soll und das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn man halt Skywars spielt. Also ich kann persönlich nicht so gut mit Packs spielen, bei denen ich nicht auf den ersten Blick sehe, welche Textur das ist. Es gab jetzt zum Beispiel mal ein Christmas Pack, bei dem ich das Problem mega hatte. Das Enchantment Glint ist mir ein bisschen zu schnell, also das ist so, wenn man hier nochmal guckt hier, das wibbert so durch die ganze Textur, das ist ein bisschen zu schnell, aber sonst passt sicher gut dazu. Als ich das Pack ausprobiert habe, ist mir aufgefallen, dass das Web nicht bearbeitet ist. Finde ich ein bisschen schade. Falls ich zum Beispiel in Java damit hätte spielen wollen, ja, ist halt nicht so nice, wenn ich dann mit Skywars spiele und die Webs nicht bearbeitet sind. Aber I mean, man kann auch nicht alles haben. Trotzdem sehr nice. Oh, hallo. Okay, es leben nicht mehr so viele. Oh, und da kommt schon der nächste YouTube-Ans. Und der geht auch direkt rüber. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Hive in letzter Zeit viel sweatier geworden ist, als es früher war. Und ich habe keinen Plan, an was es liegt.
Also irgendwie entweder sind die Leute besser geworden, das Matchmaking besser, ich weiß es echt nicht. Und natürlich ein sehr, sehr wichtiges Teil an einem Pack, damit es mir gefallen muss, ist auf jeden Fall der Sky. Und da kann ich auf jeden Fall gar nicht viel mehr dazu sagen, außer einfach wow. Also ja, aber der Sky ist echt, der Sky ist wunderschön. Man hat wirklich so das Gefühl, dass man so richtig in die Weite guckt, wenn man ihn anguckt. Und das ist genau das, was ich auf einem hallo, oh, ein Twitch-Streamer auf Bedrock. Das ist nice. Gibt viel zu wenige davon. GG. Ja, aber wie gesagt, das ist also wirklich, guckt euch den Sky einfach an. Oh. Die Schneebälle. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und sieht einfach Baba dazu aus. Guten Tag. Hallo. Die Rüstung sieht natürlich dazu auch sehr geil aus. Hat man jetzt noch kurz gesehen. Ja, man sieht hier nochmal den Sky, also wirklich einfach nur wow. Und hier stehen wir auf jeden Fall mit unserem Einhorn-Skin hier am Start. Mir persönlich gefällt das Pack auf jeden Fall übel gut. Sollte euch das Pack gefallen, könnt ihr auf jeden Fall eine positive Bewertung da lassen. Und den Download-Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, so wie immer. Momentan Packs verstellen ist immer ein bisschen ein Krampf, da ich halt durch diese neuen Render-Methoden von Minecraft teilweise sehr kranke FPS-Drops habe, wenn ich kein 16x-Pack benutze. Was das natürlich ein bisschen schade macht. Aber an sich, mit einem 16x-Pack geht das super gut klar. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!